Es heisst zu und her, da bei den kleinen Kuscheltierchen. Ja, es ist nämlich, es passiert etwas Unschönes. Lass selber, wie es dazu kommt. Ja, also, es ist eine kühle Nacht. Kein Wunder, es ist ja auch Winter. Und die Kinder schlafen tief in ihren Bettchen. Die Wohnung ist mucksmüsli still. Nur das feine Schnurren und Schnaufen von der Katze hören sie. Also, gehört der Lulu. Der hat so gute Ohren wie ein Luchs. Er ist ja auch ein Luchs. Nein, jetzt zur Geschichte. Der Lulu und der Robby sitzen im Wohnzimmer. Aber die Stimmung ist schon ein bisschen angespannt. «Miau, komm, wir spielen mit den Bauklötzen heute», sagt der Lulu und schnurrt aufgeregt. Draussen regnet es und er hat keine Lust rauszugehen. «Miau, wir könnten eine riesige Brücke bauen. Oder vielleicht einen Turm, der bis zur Tilly raufgeht, mit den Türmchen, mit den Hölzchen.» Der Robby schüttelt den Kopf und rollt seine Augen. Schon wieder die Bauklötze. Die haben wir doch erst vorgenommen. Und wir haben doch erst gerade so einen Turm gemacht. Ich will lieber bauen. Miau, aber der Bau, der ist so langweilig. Mit den Bauklötzen kann man viel mehr machen. Wir können sogar eine Stadt bauen oder den Berggraben. Langweilig, ruft der Robby. Das ist doch ein Seich. Bauen fängt viel mehr. Da kann man hin und her kumpen und in der Wohnung rumrennen. Das meint eben der Robby. Und du willst sowieso immer alles allein machen. Sagt der Robby noch. Der Lulu schaut den Robby traurig an. Er ist etwas verletzt. Nicht, weil er blutet, aber innen hat es ihm weh da. Im Bauch oder im Herz. Miau, das stimmt doch gar nicht. Ich wollte, dass wir zusammen eine Brücke bauen. Aber du willst ja nicht. Und du willst lieber mit dem blöden Ball immer rumkumpen. Blöd, sagst du dem Ball. Vielleicht ist dein Turm langweilig, aber das willst du nicht sehen, weil du nie etwas anderes ausprobieren willst. Und jetzt sind sie beide hässig. Sie stehen steif da, wie versteinert, und keiner gibt nach. Schliesslich dreht sich der Lulu weg und faucht leise. Miau, mach doch, was du willst. Ich spiele allein. Miau. Der halt. Der spiele ich eben auch allein, sagt der Robby. Und rollt sich beleidigt auf dem Teppich zusammen. Und eine Weile sitzen sie so schweigend da, jeder in einem Eckeli. Der Lulu schaut aus dem Fenster, wo der Regen gegen die Scheibe prasselt. Der Robby schaut auf den Boden und schiebt mit seinem Flossenende den Ball weg. Aber es macht ihm keine Freude. Der Raum ist kalt und leer. Und die beiden Stofftierchen merken, dass es ihnen eigentlich so gar nicht gut geht. Gar nicht. Nach einer Weile seufzt der Lulu tief. Miau. Er dreht sich zum Robby um und sagt leisli. Miau. Es tut mir leid, Robby. Es tut mir leid, Robby. Ich will nicht so stur sein. Es ist nur... ich habe mich so auf die Bauklötze gefreut, dass ich nicht daran gedacht habe, was du möchtest. Der Robby schaut auf und er ist gerade erleichtert. Es tut mir auch leid, Lulu.
Ich wollte nicht so gemein sein, ich habe etwas ganz Gemeines gesagt. Ich habe nur gedacht, du willst immer bestimmen, was wir spielen. Und das stimmt auch gar nicht. Der Lulu nickt. Miau. Vielleicht können wir ja beides machen. Zuerst bauen wir eine kleine Brücke und dann spielen wir mit der Ball. Miau. Vielleicht können wir ja den Ball über die Brücke rogeln. Der Robby lächelt ganz breit. Oh, das klingt super. Und wenn die Brücke einstürzt, dann bauen wir sie einfach wieder neu. Gell, Lulu? Das wird sicher lustig. Die beiden lachen und hüpfen zusammen zu den Spielsachen. Der Lulu holt die Bauklötze vor, währenddem der Robby den Ball ganz fest in seinen Flossen hat. Und zusammen fangen sie an, eine Brücke zu bauen, die genug gross ist, für dass der Ball drüber rügeln kann. Und dazu erzählen sie sich lustige Geschichten von Abenteuern, die sie auf so einer Brücke erleben könnten. Ha! Fast wie die Regenbogenbrücke, hast du gesehen? Miau! Ja, genau, das ist doch die Regenbogenbrücke. Und der Robby rügelt den Ball über die fertige Brücke. Ja, du hast recht, sagt der Robby. Und der Lulu schnürrelt zufrieden. Miau, ich finde es gut, wenn wir beide eine Idee haben zum Spielen. Wir könnten auch beide keine Idee haben zum Spielen. Miau, das wäre höllenlangweilig. Oh ja. Zum Glück sind wir so lustige Kuscheltierli. Es gibt ja auch ganz langweilige Kuscheltierli. Die schlafen einfach in der Nacht. Die machen keinen Wank. Die schlafen einfach mit den Kindern und bleiben liegen in dem Bett. Wir nicht. Wir haben immer gute Ideen zum Spielen. Gell, Lulu? Miau. Ja, sicher. Und die beiden Stofftierchen spielen die ganze Nacht lang miteinander und lachen viel. Und mal bauen sie, und mal spielen sie mit der Ball. Und mal machen sie noch ganz etwas anderes. Und so gehen sie von Ecke zu Ecke und nuschen überall in der ganzen Wohnung. Bis sie plötzlich merken: Oh, nein! Hast du gesehen, Lulu? Wir haben überall ein Hallengenusch gemacht, jetzt müssen wir alle aufräumen. Miau! Ja, du hast recht, Robby, sagt der Lulu. Komm, schnell! Wir tun es zusammen, alles zusammenräumen. Immer ich und du zusammen das Gleiche. Dann werden wir ganz, ganz schnell fertig. Miau, bist du einverstanden? Ja, aber wir müssen Gas geben. Ich habe das Gefühl, es wird draussen schon fast hell. Oi, und jetzt haben sie Stress. Jetzt müssen sie so schnell wie möglich alles, das Puff und das Gnosch, das sie vorgeschleift haben, müssen sie schnell wegräumen und nur knapp längzen, bis, als sie endlich im Bett liegen, gerade der Wecker vom Vater tönt. Oh, Schweinko, denkt der Robby für sich. Miau, hihi, Schweinko. Das war eine stressige Nacht. Denkt der Lulu für sich. Und ist froh, dass er noch schnell ein bisschen schlafen kann, bevor es schon wieder morgen wird und die Kinder auch noch erwachen. Darum, psst, sind wir jetzt ganz still, damit die beiden noch ein bisschen ausruhen können.